Spät, erst nach der Schwangerschaft, hat Christine Kremer den Laufsport für sich entdeckt. Anfangs sollten Pfunde weg. Jetzt ist sie buchstäblich verrückt danach. Ich laufe mein Leben gern allein, aber die Steigerung ist natürlich, im Team, in der Gemeinschaft zu laufen, neue Trails zusammen zu entdecken, über Wettkämpfe zu labern oder natürlich auch über die ein oder anderen kleinen Läuferprobleme, die wir alle haben. Gleichgesinnte Laufverrückte fand Christine Kremer übers Internet bei den Crazy Runners. Das ist eine Gemeinschaft von 50 Frauen und Männern aus den Landkreisen Hof, Kronach und Kulmbach, die sich regelmäßig online zu Mitlauferlebnissen verabreden. Wir kennen uns ja alle. Wir sind immer die gleichen Verrückten, die sich hier treffen. Und ja, macht Spaß. Geile Truppe. Saisonstart war heuer am 22. März in Küps bei Kronach. Höhepunkt des 10-Kilometer-Rundkurses war der versteckt im Wald liegende Versack-Wasserfall. Es geht den Läuferinnen und Läufern darum, solche Naturschätze im Frankenwald zu entdecken. Kannte den noch nicht, finde ich wunderschön hier. Wusste gar nicht, dass man bei uns in Oberfranken so schöne Wasserfälle hat. Klasse. Im Kronacher Frankenwald Tourismusbüro gehört auch Geschäftsführer Markus Franz zu den Crazy Runners. Er setzt auf naturverbundene Läufer als neue Zielgruppe. Für den 27. Juli laufen bereits Anmeldungen zum großen Crazy Runners Frankenwald Trail. Und 40 Wanderpfade, sogenannte Frankenwald-Steigler, eignen sich auch als Trails für Läufer, die gern schneller unterwegs sind. Auch ein Läufer von außerhalb findet sich hier super zurecht, denn er hat die Markierung vom Wanderweg und kann auch mit der Laufgeschwindigkeit da super sich zurechtfinden. Und auch diese Markierung der Wanderwege hat nicht jede Region so perfekt wie wir als Qualitätswanderregion. Im Frankenwald lässt es sich ruhig und abwechslungsreich wandern, ohne dass man ständig Touristen über den Weg läuft. Die Crazy Runners unterstützen den Wandersport. Sie machen sich als ehrenamtliche Helfer nützlich. Alexander Marquardt findet in seiner Läufertruppe immer Leute, die mit anpacken und ihre Freizeit opfern. Wenn natürlich auch die Großveranstaltungen sind, wie der Frankenwald-Wandermarathon oder andere Veranstaltungen in der Größe, sind wir von den Crazy Runners dann immer unterwegs, machen vorher einen Streckencheck, schauen, ob die Strecke dementsprechend ordentlich ausgeschildert ist und werden dann auch immer im Nachgang diese Schilder wieder abbauen, damit es dann im Nachgang wieder alles ordentlich sauber hinterlassen wird. Ein Sonntagmorgen, 9:30 Uhr. Wieder starten Crazy Runners zu einem Gemeinschaftslauferlebnis. Dieses Mal auf dem Frankenwaldsteigler Burgsteinweg in Dürrenweid im Landkreis Hof. Naturnahe Pfade, rasant rauf und auch wieder runter. Typisch Frankenwald eben. So mögen sie es am liebsten. Christine Kremer läuft so oft mit in der Gruppe, wie es ihre Zeit nur zulässt. Die Quereinsteigerläuferin hält gut mit. Überhaupt fällt die Läufergruppe niemals weit auseinander. Und wir wollen ja gemeinsam laufen, ne? Das bedeutet halt eben auch, dass man ab und zu mal warten muss, was aber völlig in Ordnung ist. Man ist hier da, um zu genießen. Crazy, also verrückt, nennt sich das Team, weil sie gerne ungewöhnliche Strecken laufen. Eben nicht nur geradeaus. Und möglichst ohne Asphalt unter den Füßen. Ja, also wir sind auch bei anderen Laufgruppen mit unterwegs und gliedern uns da gern mit ein, weil mal was anderes angeboten ist und man viel Spaß dabei hat, wenn man nicht immer die gleichen Strecken läuft. Und ja, es ist immer wieder schön und spannend. Manche verabreden sich kurzentschlossen während der Woche morgens um 5 zu einem Marathonlauf. Etliche besuchen bundesweit Trail-Wettkämpfe, um auch andere Landschaften und Leute kennenzulernen. Ihre große Leidenschaft aber ist der Frankenwald wie hier am Burgstein bei Geroldsgrün. Ein Teammitglied hat eine kleine Rast organisiert. Alle sind ohne großen Abstand angekommen. Alle hielten durch. Man schämt sich anfangs dann immer, oh Gott, jetzt muss ich wirklich das Gehen anfangen. Und jetzt in der Gemeinschaft, Gott, wir haben jetzt auch so eine kleine langsame Gruppe gebildet. Man motiviert sich, Mensch, okay, komm, wir gehen jetzt doch hier noch bis zum Baum und dann fangen wir langsam das Gehen an. Die meisten Läuferinnen und Läufer kommen aus dem Frankenwald und finden, dass solche Wanderwege und Ausblicke wie etwa am Kämmleinsfelsen ruhig noch bekannter werden können. Massentourismus fürchten sie hier nicht.
Bei den Crazy Runners hat Christine Krämer ihren Mann kennengelernt. Allein läuft Johannes Haueis Ultra-Trail-Wettbewerbe bis zur deutschen Meisterschaft. Gemeinsam genießen sie den Frankenwald.